Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ja, schaut mal, was ich da kleines, winziges habe. Etwas ganz munziges, herziges. Das ist nur so ein ganz kleines Ausprobiererli. Ich habe nämlich etwas obermega herziges gesehen, und zwar bei der Natascha von Treasure Books. Geht dort schauen. Ich glaube, es ist irgendwie unter dem Titel etwas mit Newspaper, irgendwas. Ähm, Hat sie dort verschiedene Projekte vorgestellt, und das eine ist so ein kleines Büchlein, wo genau so aussieht wie das da. Also nein, natürlich nicht. Natürlich ist es viel extrem herziger, noch ein bisschen grösser und so weiter. Eben, sie macht das aus Zeitungspapier. Ähm, Ich möchte es unbedingt nachbasteln, und das ist im Fall mein einziger ja, Testversuch, den ich gemacht habe. Das hat mehr oder weniger funktioniert. Ich weiss, es hat ein kleines anderes Format, weder das, was sie gemacht hat. Ich glaube, dass solche Prospekte, die es irgendwie in den Zeitungen drin hat, von der Grösse und von der Dicke her gerade gäbig könnten gehen. Ich weiss es nicht so genau, aber ich glaube es. Ich werde es gerne ausprobieren mit euch. Ich glaube, ich nehme dann noch die hier raus. Der hat, glaube ich, keins da. Und dann falten wir einfach mal drauf los. Einfach drauf losfalten. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut klappt. Aber, oh, kommt ihr mal raus da. Uff, weißt du was? Dann gehen wir warten, ich mache es mit dem. So, also, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann faltet sie links und rechts rein. Jetzt ist die Frage, wie fest, wie weit das sie reinfällt. Ich weiß es nicht genau. Das kommt, glaube ich, nicht so drauf an. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass beide Seiten gleich viel reingefaltet werden. So, vielleicht könnte man das messen. Vielleicht macht man das Handgelenk mal Pi. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es gemacht hat. So. So. Gut. Die sind gegen innen gefaltet. Dann falten wir alle Ecken auf die Kante. Ecken. So, oder ist das auch schon wieder ein bisschen zu dick? Ich weiß es im Fall nicht. Vielleicht müssen wir auch hier ein paar Seiten noch rausnehmen. Ja, probieren es jetzt einfach. Einfach probieren. Oh, das ist krumm. Krumm gefaltet. Das sollte schon mehr oder weniger gerade sein, weil sonst kommt es nämlich nachher nicht so gut raus, glaube ich. So. Also, und jetzt so und so. Und dann. Oder hätten wir es jetzt auf die andere Seite falten sollen? Nein, aber warte, jetzt, es kommt doch so. Und nachher kommt es wieder zusammen. Ja, ich glaube, nachher kommt es wieder zusammen. Okay. So. Jetzt ist das hier nicht gleich, hä? Wieso nicht? Wieso nicht? Und da oben? So, da ist es nicht schön. Wieso nicht? Was habe ich denn gemacht? Kann mir das jemand sagen? Oder wäre es so gewesen? Hm.
dann so. Also ist besser, he? Oder auch nicht. Kommt es nicht so drauf an. So, und dann auf dieser Seite auch noch. Oh, das ist eine gestabige Sache. Und siehst du jetzt da, wieso ist das denn jetzt nicht da gleich breit? Das ist mega komisch. Wieso ist das so? Ich weiß es im Fall wirklich nicht. Da muss ich doch auf dem Dings sein. Das bin ich doch da auch. So wäre doch gerade. Und wieso? Eben, das da fällt jetzt das wieder raus. Wieso? Wieso will das nicht so bleiben, wie ich das gefaltet habe? Man weiß es nicht so genau. Und dann kommt eben der Trick 77. Da steckt man das einfach da rein. Zack. Und zack. So. Und dann hätten wir eben genau das. So und so. Ach jö, schau mal. Vollherzig. Und wir haben sogar noch 40% Rabatt. So, aber jetzt ist das so da zum Beispiel komplett krumm. Da ist es gerade. Und da haben wir schon ein rechtes Gewurstel. Wieso ist das bei mir so ein Gewurstel? Tja. So, und jetzt hat sie eben, glaube wenn ich es richtig gesehen habe, hat sie nochmal so eins gemacht und dann noch ein kleineres und hat die so ineinander reingebunden nachher und hat dann da also ein kleines Büchlein gehabt, wo man dann 100'000 Sächeli und Zeug und Tags und Kärtchen und Blöckli und so weiter, überall kann man da etwas reinstecken. So, Ja, eigentlich recht herzig, außer das Fleisch da gefällt mir jetzt gerade nicht so. Und dass es doch krumm ist. Und ja, mir ist jetzt das ein bisschen zu fett und zu wellig da. Ich probiere jetzt das noch einmal aus. Wie viele Seiten haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, jetzt nehme ich doch gleich noch einmal das und mache das vielleicht nur mal mit 3 Seiten. Das sind jetzt 4, ja. Ja, und ich bin wieder beim Fleisch, gell? Und selbst wenn ich diese Seite rausnehme, bin ich immer noch beim Fleisch. Will das mir etwas sagen? Ja, ich muss das schnell auftun. So. Gut, ja, ich meine, das kann man dann auch ein bisschen mit Washi-Tape flicken oder so. Jetzt probieren wir doch die ganze Geschichte noch einmal. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich habe also das Gefühl, ich habe doch jetzt da relativ genau gefaltet, oder nicht? So, also mehr als das kann ich ja nicht machen. Das ist doch da. Genau. Mehr oder weniger. Oder also schon eher mehr als weniger. Und dann da sollte man es doch können. Genau, gleich reinfalten. Da ganz genau. Und wenn es doch dort genau ist, dann sollte es doch hier auch genau sein. Und wenn ich es jetzt zusammenfalte, ist es doch da, stimmt es auch. Gut, dann kommen jetzt die Ecken.
Einmal so. Und einmal so. Also das sieht für mich jetzt auch genau aus. Und einmal so. Und einmal so. Schön rein. Falten. Und jetzt umkehren und so. Ich glaube, gut ist, wenn ich hier ausgerichtet bin, auf dieser Linie. Dann sollte es doch theoretisch hier auch stimmen. Tut es eigentlich noch so? Erstaunlicherweise. So, aha. Doch, mal schau jetzt. Jetzt sind wir da ein bisschen genauer und ich habe das Gefühl, das liegt schon auch ein bisschen dran. An der Menge vom Papier. Denke ich jetzt mal. So, komm, gang du mal da rein. Und da rein. So, jetzt ist das da immer noch aber so ein bisschen gewölbt und gewellt und ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass wir da halt eben gleich breit sind. Jetzt probiere ich einfach mal etwas aufs Geratewohl. Und zwar schneide ich jetzt einfach mal so von etwa hier weg. So ein bisschen ab. Und hier auch. So, das tut ja dem nicht weh, das sieht man nicht. Wir stopfen es hier rein und sehen wir ein bisschen besser. Oh, nicht ganz. Aber wir könnten noch ein bisschen weiter abschneiden. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt. Sollte aber eigentlich schon. Jetzt haben wir noch fast ein bisschen zu viel, aber ich habe das Gefühl, das sieht man gar nicht wirklich. Aber da könnte es also noch gut sein. Schneiden wir doch hier auch noch ein bisschen mehr ab. So, komm. Schau jetzt. Es wird immer besser. Mal. Ich glaube, so kann man das sogar lassen. Und das stört absolut nicht. Da sieht man es ein bisschen, da sieht man praktisch nichts. So. Ja, es wölbt schon noch ein bisschen, aber hey. So. Also, der Unterschied ist, hier haben wir nur 20% und hier haben wir 40%. Und da ist es aber gerade und hier nicht. So. Aber hey, das finde ich cool. Wie viele Blättchen habe ich jetzt genommen? 3. Mit 3 Blättchen geht es, glaube ich, recht gut. Und ja, so wäre das doch wirklich noch recht herzig. Vielleicht, wenn es nicht komplett verkrügelt, könnte ich doch jetzt das auftun. Und dann haben wir gesagt, haben wir hier 6 Blätter. Dann nehmen wir doch einfach 3 raus. Oh, der ist zusammengekleimt. So.
Ja, ja, das fixen wir mit Waschi, gell? Das fixen wir doch mit Waschi. Machen wir doch gerade einen Streifen drüber rein. Da, komm. So. Also, noch einisch. Komm. So. Da ist es auch gerade schön geschützt. Wir werden dann sicher noch mehr Washi-Tape dran machen. Hey, und es ist jetzt gerade. Juhu, schau mal, wie herzig. So. Ja, es hätte jetzt hier gleich einen kleinen Wald gegeben, aber mein Gott, das ist halt so. Das hat es hier auch. So, aber ich glaube, ich mache nicht 3. Mir reicht das, wenn ich da 2 habe. Weil ich will ja dann eben auch noch Zeugs drin basteln und so weiter. Und nachher gibt uns doch das ein oberschnusiges Teilchen, wenn wir mit dem fertig sind. Ja, ich glaube, ich nehme die jetzt einfach mal auseinander und schaue, wo dass wir überall noch ein bisschen Washi-Tape dran machen können. Um ein bisschen zu verstärken. So, also, was haben wir jetzt gesagt? Da, hä? Da. Jetzt ist das Tape einfach praktisch durchsichtig. He? Aber das macht, glaube ich, nichts. So. Und so. Setzen wir doch das um. Ah, das sind jetzt aber die Kanten, die man nachher sieht. Nein, aber warte, jetzt nur eine davon. Sieht man, genau. Die sieht man nachher. Machen wir hier das dran. So. Voilà. Und dann ist das auch die ich noch möchte verstärken. Und da ist es auch die ich abgeschnitten habe. He? Die Kante verstärken und es macht auch nichts, wenn man da drüber reinklebt. Ich mache das jetzt einfach auch mit dem. So. Und dann runterklappen. Was habe ich jetzt da für ein Knusch? Das macht nichts, wenn es hinten ein bisschen... So, das können wir abschneiden. Das hat jetzt hier hinten ein bisschen gekrügelt, ich weiß gerade nicht wieso. So. Und da auch noch. Probiere das hier ein bisschen auszurichten auf meine Linie, damit ich nachher hier oben auch ein bisschen schauen kann, dass ich das Wasche mehr oder weniger
gerade drauf habe und es krumm ist, kann man es natürlich nicht mehr abnehmen, so wie jetzt. Oh no. Okay. So. Oh, grandios. Zum Glück seht ihr nicht, wie verkrügelt es hinten ist. Das sehe nur ich. So. Hey, es sieht niemand, schau mal. Gar niemand sieht das. Weil, das kommt ja nachher da drin rein und nachher ist das wieder versteckt und verschwunden und gar niemand interessiert das. So, also, ich glaube, das sind so die wichtigsten Dings gsi, die ich verstärken wollte. Der Teil und das müssen wir jetzt natürlich auch noch einmal wieder falten. So. Und dann der Teil, weil wenn man hier reinstecken rein, rausziehen, das Zeug, dann sollte das dort schon ein bisschen heben. Die Kante könnte man jetzt natürlich auch noch, aber weil ich das ja wirklich nicht so lassen mit Pizza und Fleisch und Wein und so, möchte ich da schon noch irgendetwas ein bisschen Hübsches draufkleben. Und ich habe mir da so ein paar Papier parat gemacht. Ein bisschen gefärbt, ein bisschen bestempelt, ein bisschen Eco-Dyeing, ein bisschen Rost gefärbt, ein bisschen weiss doch auch nicht was, ein bisschen Müsterli-Papier. Und dann möchte ich gerne hier überall ein bisschen etwas von dem drauf haben. Aber weißt du was, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, wenn wir das jetzt noch reinpflümeln würden. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir aus einem Fleischjournal irgendein anderes herziges gemüstertes Journal. Sind ihr auch wieder dabei? Ich würde mich mega freuen, mit euch zusammen das geniale Projekt durchzuziehen. Dann sehen wir uns dann. Tschüss!